Bitte lesen und nicht eseln. Wenn es nochmal zurück, bewahren, pflegen. Und was? Den Garten, die Erde. Und das soll der Mensch. Was tun wir heute? Ich bin da in St. Gallen und mache einen kurzen Beitrag. Ich habe gerade den Satz gesehen vom Bewahren und vom Pflegen. Ich stehe da beim Naturhistorischen Museum. Das Hegen und das Pflegen des Gartens, das ist das, was ich weiter vermitteln will. Und vielleicht sollten wir mal die Definition von Garten etwas näher betrachten. Was ist ein Garten? Ein Garten ist ein Stück Leben, in dem etwas wachsen kann, gedeihen kann, erblühen kann und die Früchte daraus zur Nahrung gewonnen werden. Und genauso ist dein Körper, genauso ist dein Geist. Das ist auch unser Garten. Ja, jetzt habe ich wieder das katholische Gebimmel. I'm sorry. Ja, auch wenn es ein bisschen lärmig ist hier. Ich habe dennoch das Gefühl, es ist schöner, die Pflanzen zu betrachten, als mein Mund, der da Worte rausgibt. Ihr könnt ja hören. Das ist ein bisschen schwieriger Weg. Ja, das ist eine Voliere. Offenbar leer. Da unten ist die Hauptstraße, die Rohrschacherstraße. Es ist ein Traumplatz hier. Mitten in der Stadt, sehr viel Grün. Es gibt noch ein paar wenige andere solche Plätze. Mitten in der Stadt und zwischendurch das. Schließlich ist es das Naturmuseum. Muss natürlich sein. Schade, dass es im Beton ist. Das hätte man anders lösen können, denke ich. Ja, ist eine kleine Kritik. Dennoch sieht schön aus und passt ins Thema des Hauses. Einfach schön. Hier das Museum. Lohnt sich, kann ich nur empfehlen. Lohnt sich sehr. Ja, das kannst du dann hier auch haben. Und das wird es jetzt geben. Eine Metamorphose. Das ist ganz, ganz sicher. Wir wissen nicht, in welche Richtung das es gehen wird, weil wir nicht wissen, wie viele das wach werden. Darum sind das nur Spekulationen, nichts anderes. Wenn die dunklen Mächte, die Kabale gewinnt
Und das ist der Plan des WEFs. Wenn das kommt, dann können wir uns verabschieden. Dann haben wir verloren. Dann müssen wir nichts mehr wollen. Dann können wir nur noch randständig sein. Geht nicht mehr anders. Freie Menschen wird es dann nicht mehr geben. Das sind dann die Wilden, auf die wird geschossen. Ich weiß das, wirklich. Weil ich ein bisschen schon reinschauen musste. Ja. Es liegt an euch allen. Als erstes empfehle ich euch, macht euch sofort daran und hört und seht das Video, der Beitrag der Ärztin, die mit dem Organigramm, dem Diagramm des WEFs für diese Plandemie der Welt verkündet, was da abgeht. Alle Zusammenhänge sind im Diagramm erkennbar. Tu dir das jetzt an. Ich verlinke den Beitrag zum x-ten Mal jetzt wieder in der Videobeschreibung. Es ist dringlich, dass du dir das jetzt anschaust. Und dann wähle selbst. So, jetzt bin ich wieder ein bisschen im Schatten. Und jetzt habe ich nichts mehr Schönes zu zeigen da rundum. Es hat ein paar Bäume, ja. Und sonst ist Straße, Asphalt, Platz, die Kirche hier. Und Kirche möchte ich jetzt echt nicht propagieren. Es ist an der Zeit, dass du aufhörst damit, dich selbst zu belügen. Es ist an der Zeit, dich zu informieren, und es ist an der Zeit, das zu hinterschauen, was dir die sogenannten Leitmedien, das Fernsehen, das Radio, die großen Zeitungen, auch via Internet, vormachen wollen. Sie haben sich am 1. August komplett disqualifiziert. Und eigentlich für alle ganz einfach einsehbar, und sie wollen es immer noch nicht glauben, viele, einsehbar, dass sie gelogen haben, bewusst gelogen haben. Sie haben in der Tagesschau zum Beispiel erzählt, 20.000 Menschen seien in Berlin gewesen. Die Polizei selbst hat eine Meldung veröffentlicht, die jetzt plötzlich verschwunden ist, aber von der es eben einen Screenshot gibt. 1,3 Millionen hat die Berliner Polizei bestätigt. Ja, und wer die Bilder dann etwas später anschaut, als es in den Medien gebracht wurde, sie haben Bilder gebracht vom Zeitpunkt, wo es noch nicht mal angefangen hat, damit die Leute glauben, es hätte nicht viele Menschen in Berlin gehabt. 1,3 Millionen. Da sind wir hier in der Schweiz ganz bestimmt auch dazu befähigt, 50.000 oder 100.000 hinzubringen nach Bern. Von allen Seiten her, Richtung Bundeshaus. Und dann machen wir denen dort mal klar, dass sie ihre Sessel zu räumen haben. Dass neue Menschen, gewählte Menschen, von uns gewählte Menschen, vielleicht mit einer Übergangsregierung. Das machen wir ihnen klar. Jetzt reicht's. Wir sind hier und wir sind viele. Vernetzt euch. Verbindet euch. Schließt euch zusammen, alle. Es geht nicht anders. Es ist der Weg, der zu gehen ist. Für die Freiheit nichts zu tun, geht nicht. Wenn wir unsere Freiheit wieder wollen, sie ist schon weg.
dann haben wir nach Bern zu gehen. Es geht nicht anders. Das ist wirklich die Antwort, die Sie brauchen. Überlege nicht lange, sondern betrachte jetzt den Film, der unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, und mach dir deine eigenen Gedanken. Ich bin kein Freiwild, ich bin ein freier Mensch. Und ich tue niemandem etwas. Das tun freie Menschen nicht. Doch wehren, damit muss gerechnet werden. Und wer die Freiheit wieder zurück will, der hat etwas dafür zu tun. Und kommt dann, wenn wir es rufen, wenn irgendeine Organisation entsteht, nach Bern. Ja, jetzt bin ich heimgekommen, mit dem Zug, mit den ÖV. Und es braucht wieder mal unseren Freund da, der sich an den Kopf langt. Nein, ich war ganz still und kein Wort gesagt. Nicht ein einziges Wort. Ganz, ganz still. Ich bin halt wieder der Einzige außer dem Heimweg. Da hat es eine kleine Etappe ein gegenüber gehabt, wo auch keine Maske hatte. Sonst im ganzen Zug alles mit Maske gewesen. Und beim Aussteigen hat mir dann einer noch einen Arschloch hinten sagen. Und Double habe ich dann auch noch gehört von seinem Freund. Ja. Ihr werdet mir vergehen, da bin ich mir ganz sicher, wenn ihr einseht, wenn ihr wirklich durchseht, um was da tatsächlich läuft. Was das ist. Ich kann nur sagen, ihr seid nicht informiert und ihr belügt euch selber mit den Dingen, die euch hier vorgelegt werden. Ihr belügt euch selber. Und was da Konsequenz daraus ist, das habt ihr überhaupt keine Ahnung, weil ihr eben nicht wisst, um was es geht. Und möglicherweise sind dann solche Leute oder Menschen, die dann eben ohne unterwegs sind und vielleicht auch mal ein Gespräch finden wollen. Das kann auch sein, das bin ich auch so einer, je nachdem wie die Situation ist. Eben später dann die es euch dann gesagt hätten. Ich kann nur mal darauf aufmerksam machen. Es liegt an euch, ob ihr wissen oder nicht, oder ob ihr so billig leben und ableben. Ja, einfach ohne informiert sein. Und belogen. Durchs Leben gehen. Selber lügen, belogen zu werden und das als normal anschauen. Ich kann euch nur das empfehlen, dass ihr den Beitrag, der da unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, genauer, wach, nüchtern und ruhig. Offen. Offen. Das war das Signal. Anschauen und anhören. Viele von denen, die das jetzt nicht verstehen können, sind noch jung. Sind noch im gebärfähigen Alter. Und viele von euch allen können schon nicht mehr zeugen oder gebären. Oder empfangen. Schon nicht mehr. Eure Kinder können das dann gar nicht mehr. Ende. Ihr seid die Letzten, die teilweise noch natürlich Kinder auf die Welt kommen. Wollt ihr das euren Kindern antun? Wirklich? Es ist vielleicht schon Grund genug, oder? Um den Link jetzt anzuklicken und den Beitrag anzuhören. Und sich einmal Gedanken zu machen, was das überhaupt heisst, was die da machen wollen. Ja. Wir sind jetzt im Begriff, uns vollkommen versklaven zu lassen. Es wird keine Menschheit geben im natürlichen Sinn. In 2-3 Generationen ist das vorbei. Die nächste Generation schon wird es nicht mehr können. Da wird nur noch ein Kind dürfen kommen via Retortenfabrik mit Bewilligung oder eben nicht. Schaut euch den Beitrag an. Ich
Ich bitte euch. Und hören auf, wenn ihr irgendwie das Bedürfnis habt, Menschen, die keine Masken anlegen, wollen abzumachen. Die machen das aus Gründen nicht. Die meisten von denen haben ein Attest. Aus gesundheitlichen Gründen, weil sie es nicht dürfen, weil solche Masken gefährlich sind. Das ist es. Solche Masken kann man brauchen auf dem Bau, wenn es staubig ist. Mehr nicht, wenn es staubig ist. Bitte merkt euch das und dann könnt ihr mir auch vergeben, vergehen, dass ich euch jetzt halt ein bisschen Schlafschaf nenne. Das mache ich nicht gern. Ich mache das, um euch ein bisschen zu provozieren. Ich mache das, dass ihr schauen und dass ihr selber prüfen. Es ist ganz einfach. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Klickt drauf, hört zu und dann denkt selber. Bewusst bin ich jetzt in einem unkenntlichen Modus. Ich kann mich natürlich schon kenntlich machen. Ich habe diesen Modus jetzt bewusst gewählt, weil ich gerade etwas betrachtet habe, was ihr eigentlich wissen solltet, wie manipuliert wird, wie ihr selbst manipuliert wird. Da wird zum Beispiel in den Webseiten des Schweizer Fernsehens wird mit einem dicken, fetten Titel wird angekündigt, Debatte um Durchseuchung. Sollen die Risikogruppen einfach weggesperrt werden? Und dann siehst du unten 3 rote, dicke Balken. Eines für Ja, Nein und ich bin unschlüssig. Und darüber einen kleinen Titel, den fast niemand liest, der nur flüchtig drüber schaut. Und der größte Balken, der deutlichste, heißt Ja, also auf eine andere Frage, nicht auf die Frage, die im Titel gestellt wird. Die Frage, die klein geschrieben ist, die dann du mit Ja oder Nein oder ich bin unschlüssig beantworten könntest. Zurzeit sind 25.400 irgendwas Stimmen abgegeben. Der deutlichste Balken heißt, für die Frage, ist für Sie eine Durchseuchung der Bevölkerung eine Option im Kampf gegen das Coronavirus? Und dann sagen 47% des Schweizer Fernsehenspublikums sagen Ja. Das heißt, 47% in dieser Umfrage wollen eine Durchseuchung, wollen, dass die Maßnahmen aufgehoben werden. Nein, sagen 36%, das ist leider auch viel. Und denen kann ich nur sagen, nicht informiert oder bewusst selbstbelügend. Ja, wählt selber. Ich bin unschlüssig, sind 17%. Das Problem, das manipulative Problem, das hier entsteht, ist der große, fette Titel. Ich muss kurz unterbrechen, ich erwarte noch einen Anruf. Ja, da bin ich wieder. Ich wollte darauf aufmerksam machen, dass die Manipulation grässlich ist und dass sehr viele Menschen dann so reagieren, dass sie dann, weil sie es nur flüchtig überflogen haben, so reagieren, dass sie denken, dass Risikogruppen weggesperrt werden sollen. Und dann der Ja-Balken für das steht. Sie lesen die klein gedruckte Frage dann nicht. Ich finde das nicht hübsch. Überhaupt nicht. Ich bitte euch, seid wachsamer. Lasst euch nicht so billig über die Tische ziehen. Und ich bitte euch, habt Vertrauen. Die Menschen, die das hinterschauen, sind derart viele, auch in der Schweiz.
Ich bedanke mich bei allen wirklich freien Medien, die sich das nicht bieten lassen, zum Beispiel Stricker, Bittel, Legitim, Uncut, Via Change. Es hat nichts, aber überhaupt nichts, wenn ihr denkt, dass es das sollte, irgendwie was mit Antisemitismus, mit Nazi, mit Rechtsextrem, mit oder links oder wie auch immer was zu tun. Es hat nur was zu tun mit der Menschlichkeit. Wir dürfen nicht zulassen, dass uns die Menschlichkeit als Mensch genommen ist und wird. Und dafür haben wir jetzt und nicht später, jetzt aufzustehen. Haben wir uns zu verbinden, wir alle. Und ich kann nur sagen, auf nach Bern. Es ist genug. Es reicht. Jetzt bist du dran. Ich will mein Leben leben, 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 ich will mein Leben leben. Immer ist jetzt, immer ist irgendwas, immer ist fremd bestimmt, immer, 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 immer. Arrange me the vocal, lass me the feature. Hey, hey.